So, willkommen zurück. Oh, das war eine ganz schnelle Absage, Anmoderation, Abmoderation, wie man es auch Ja, nennen will. also Anmoderation habe ich total verpasst. Ich habe da erst wieder reingeschaut, als du schon wieder weggedrückt hast. Egal. So, dann sind wir wieder zurück, ne? Hier im kummerbunten Wald, der eigentlich kein Wald mehr ist, weil wir alles abholzen. Oh, apropos Abholzen, weil es bringt mich jedes Mal, wenn ich von Holz denke, dann denke ich an Greenpeace. Jedes Mal. Warum? Keine Ahnung, ich finde die Organisation witzig. Aber ich habe mir jetzt dieses Wochenende auf Netflix eine Doku reingezogen über Fisch. Ich möchte nicht mal Fisch essen. Möchtest du nicht mehr oder? Nee, ich möchte mal wieder. Ich habe schon ewig nicht mehr Fisch gegessen. Dann Ich weiß, empfehle was ich dir, die Doku zu sehen, weil die Dokus allgemein, Tierdokus, das könnte ich bis zum Abwinken sehen. Also allgemein so nicht Dokus. hier Doku, sondern eine wirkliche Doku, wie schockierend wir eigentlich mit Fisch umgehen und wie viel Fisch das eigentlich in seine eigene Scheiße schwimmt, den du tagtäglich isst. Ist das, aus welchem Land kam die Doku? So mal gefragt. England. Dann vom BBC oder was? Nee, der ist ein eigenständiger Typ. Oh, warte, wie hieß die Doku? Mann. Egal. Weißt du, ich muss immer wieder vor Augen halten, wenn ich so Dokus schaue, ey, das ist ja im Ausland. Also 99,9% der Dokus sind ja aus dem Ausland für uns jetzt so gesehen, für Schweizer. Weil halt die Schweizer kriegen fast sehr wenige Sender kriegen wirklich etwas Vernünftiges auf die Reihe in der Schweiz. Mhm. Und sich wirklich, das ist irgendwo durch Horror, aber egal, so ist es normal. Ich muss dir jetzt das suchen mit der Doku, Mann. Das hast du Und bestimmt auch auf Netflix, nicht auf Netflix. Seaspiracy. Seaspiracy, also Seepiraten auf Englisch. Die Doku, die hat mein Brain gewascht, ich sag's die dir. Piracy-Film. Genau. Also da siehst du wirklich, ich Das empfehle ist dir ganz wirklich. neu, ne? Hä? Der ist ganz neu. Der ist ganz neu. Ich empfehle dir wirklich beim Kauf von Fisch zu achten, wo der herkommt. Wirklich. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Du wirst es dann in dieser Doku, wenn du die dann mal anschaust. Vielleicht wirst du es dann sehen. Dann denkst du auch, holy fuck. Ja, das ist halt immer so ein Ding, ne? Wenn du, ich sag mal so, es gibt ja immer, wie soll ich das betonen? Die Qualitätsstandard im eigenen Land, sagt man immer, sind besser als im Ausland, ne? So von Mhm. sich aus. Aber man muss es mal so vor Augen halten, dass es ist jetzt wirklich ein bisschen doof, aber ich muss es mal sagen, dass ich weiß das, weil warum? Genau, doof, ne? Warum weiß man das? Weil die Schwester meiner Freundin hat, Ausbildung und bla bla bla. Und die sagte mir oder generell halt, wenn Fleisch, dann möglichst aus der Schweiz, weil die Grundstandards aus der Schweiz sind anscheinend gemäß der Person besser als Bio aus dem Ausland. Und Jein. es kommt da wirklich drauf an, ne? Also für mich Aber ist da der machst einzige du Grund, warum Fleisch lokal kaufen, ich unterstütze das nicht, ich unterstütze die Globalisierung nicht. in Weil, dem Fall ja. weil wenn du die Globalisierung unterstützt, dann wird Fleisch, das Tier irgendwo in der Zucht in China, seinem eigenen Dreck oder Müll oder was auch immer. Ja. Und danach hast du einfach günstiges Fleisch, aber du hast dann die ganze Kacke wie Corona und so Sachen inklusive zum Preis. Ist doch schön. Ja, ich sehe gerade, wie du die Bäume fällst. Vom Dach raus. Na so schön. Hallo!
Nee, ich möchte es nicht. Ich will wirklich mehr lokal unterstützen, auch die Bauern. Ich weiß, in der Schweiz Bauernpreise, wenn man etwas beim Bauern bezieht, das ist Schweine teuer. Aber du musst schlussendlich denken, der schuftet Tag bis Nacht. Kein Urlaub, hat nix, ne? Nee, der hat nix. Der hat Land zwar, ja, schön und gut, wenn du so viel Land hast, aber ja, du musst es bewirtschaften. Kriegst dann, ja, ich weiß nicht, wie die Löhne sind, aber du kriegst eigentlich für das, was er verkauft, nicht gerade den höchsten Lohn, aber schon einen guten Lohn. Aber du musst dir vorstellen, wenn ein Top-Manager so viele Stunden wie der arbeiten würde, dann wäre der Bauer ja Multimillionär in dem Sinn. Ja. Also ist es stimmt irgendwo eigentlich durch. ist es Ausbeuterei, weil sie für das, was sie leisten, kriegen sie so wenig von den Großverteilern wie Migros, Coop etc. Ich weiß ja nicht, wie es mittlerweile ist, aber früher war das wirklich so. Also ich weiß von einem Kunden, der bei uns mal war, der hatte mir erzählt, er ist normalerweise, er stellt mit seinen Kühen halt Biomilch her, ne? Mhm. Und ich glaube, das war vor einem halben Jahr circa. Und er hat mir mitgeteilt, als wir halt so im Gespräch waren, dass es ihm gar nichts mehr bringt, seine Biomilch als Bioware zu verkaufen, also als das zu verkaufen, sondern er verkauft es als ganz normale Milch, weil die zu diesem Zeitpunkt für ihn mehr Geld eingebracht hat. Er hatte einen besseren Deal für, sage ich mal, stinknormale Milch als eine Biomilch. Ach du Scheiße, das ist schon krass, wenn du das. Und irgendwo durch willst du ja das Ding unterstützen, dass die ja viel bekommen. Aber andererseits, wenn du sowas hörst, da kannst du ja nichts tun. Also, weißt du, du willst ja die Bauern unterstützen und generell halt die Lebensmittelhersteller. Klar, dann ist jetzt halt doof gesagt, aber ich habe jetzt auch teilweise die günstigen Produkte genommen, aber immer noch aus der Schweiz. Aber irgendwo durch, du kannst das eine machen, hat der andere wieder ein Problem. Und wenn du dann wieder das Ding machst mit, ja, irgendein Leidtragend gibt es immer. Und Das ist so. Du musst irgendwie ein Mittelmaß finden. Und ich finde einfach, weißt du, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, da so einen Bauern sehe, der irgendwie Honig oder Konfitüre oder ja, Getränke oder so verkauft, dann sage ich nicht, nee, komm, weißt du was, ich gönn dem, ich zahle jetzt den Preis. Und jedes Mal, wenn ich das nehme, ich merke den Unterschied, also gewaltig. Wenn ich zum Teil wirklich sehe, was für viel Müll das in der Konfitüre drin ist und dann solche frische Konfitüre nehme, dann denke ich mir, holy moly, das ist eine richtige Konfitüre. apropos Marmelade, Konfitüre, was auch immer. WTF, was mache ich hier? 3 Bäume gleichzeitig fällen. Bei uns in der Nähe, was heißt in der Nähe, etwa 10 Minuten, Viertelstunde Autofahrt, gibt es einen Hof, ein Archehof heißt der, glaube ich. Der unter anderem, du kannst so gesehen wie ein Pate von einem Baum werden. Und die hegen und pflegen den gegen eine jährliche Gebühr, den du halt eintragst, ich glaube 60 oder 80 Franken, keine Ahnung. Dafür geben die dir die Meldung, wenn die Früchte erntereif sind und du sie ernten kannst. Ach du Scheiße, wie geil. Und das habe ich mir überlegt, als jetzt meine Tochter hier zur Welt kam, das machen wir noch. Dann, ich muss nur überlegen, es gibt freie Bäume zum Beispiel oder halt nicht. Wir müssen nur überlegen, was wir für Früchte haben wollen. Ich glaube, Äpfel, Zwetschgen oder Birnen oder keine Ahnung was. Wir müssen mal gucken, was wir machen wollen. Wenn wir dann einen haben, dann nehmen wir den und ich denke mal in 5 bis 10 Jahren oder so oder 2, 3 Jahren gibt es dann schon ordentlich viel Kilo, die da runterkommen. Und Ist doch geil. dann müssen wir die auch irgendwie loswerden. Ja, und dann eignet sich so Kompostzeugs. Weil Extrem. ein Arbeitskollege hat das auch schon. Also der hat seit 20 Jahren da einen Baum. Und er hatte, glaube ich, letztes Jahr 35 Kilo geerntet. Und das, Boah. ja,
Ich habe da, glaube ich, auch irgendwie 2-3 Kilo bekommen. Nicht schlecht. Und jetzt immer noch also ja. Zu viel. Natürlich schon verarbeitet, aber immer noch. Genau. Das ist halt schon cool. Ja, das glaube ich dir. Was aber nicht so cool ist, ist, dass das hier nicht aufgeht. Aber wir müssen pennen gehen. Ich habe irgendwann am Baum noch gefällt. Okay. Ich leg mich mal ins Bettchen. Komme ich überhaupt noch zurück? Nee, den Baum Ach kann ja, ich was nicht ich noch sagen wollte wegen dem Preisvergleich. Teurer ist auch nicht immer besser, ne? Das muss man ihm auch sagen. Ich jetzt letztens im Aldi, ich kaufe ja immer so einen Streichkäse. Ich weiß nicht, ob dir Tartar was sagt, der mit Knoblauch und so. Mhm. Und ich feiere den halt hart. Also der ist richtig geil. Aber ich habe mal die Makronährstoffe angesehen und der ist halt schon schweineteuer. Also der hat schon viel ungesundes Zeugs drin, also zu viel Fett Ja, das und ist so weiter und leider so fort. Und jetzt habe ich mal die günstigere Variante vom Aldi gekauft. Günstiger und schmackhafter, schmeckt besser und ist gesünder. Ja, das ist immer so. Ich bin auch immer jemand, der eher zum Günstigen greift, als zur guten Qualität, sage ich jetzt mal. Doof gesagt, einfach gesagt. Immer zum Günstigen. Aber ich sag's mal so, wenn man das vergleicht mit dem Ausland, ist das günstig immer noch doppelt so teuer wie im Ausland. Also, klar, muss man dazu sagen. Und ist wirklich irgendwie schon scheiße, ne? Weil du kaufst schon billig ein und die Kollegen im Ausland können es immer noch zum halben Preis beziehen. Also, irgendwo durch, naja. Aber ich sag's wirklich so, wie es ist. Wenn es dann wirklich günstig ist, dann haben sie auch viel weniger Sachen drin. Also zum Beispiel, ganz einmal gesagt, ja, Käse ist so, ja, guck mal, mach mal mit Käse. Irgend so einen günstigen Käse, der hat eben nur die Grundnahrung oder die Grunddinger, was für, oder beziehungsweise wie man einen Käse herstellt, hat er drin. Aber kein Schnickschnack, ne? Also 1:1 so, weil man halt günstig fahren möchte, verzichtet man auf Schickimicki, sage ich mal, und achtet eher darauf, dass man die Grundbasis eines Käses wirklich gut hinbekommt mit qualitativ hochwertigen Waren. Und da gibt es halt wieder die Spezialisten, die machen es genau falsch, oder ich sag mal aus meiner Sicht falsch. Die sparen an den hauptsächlich wertvollen Zutaten und klatschen irgendwelche Geschmacksdinger rein und ne, Kürbis, nee, aber irgendwelche Kräuter und alles irgendwie ist mittelmäßig oder sogar schlechter als der günstige, weil halt eben auf irgendwelche Schickimicki geachtet wird, wie, ja, jetzt ist noch ein bisschen Speck darin oder was auch immer. Aber das ist irgendwelche Billigspeck oder so, aber es halt nur mit dem Preis halt nicht stimmt, weil dann, ja, ist halt einfach nur doof. Das ist so, ja. Das merkt man halt schon wirklich. Gewisse Gewürze sind halt auch einfach teurer und deshalb muss man das auch so sehen. Dann verzichtet man lieber auf teure Zusatzstoffe und macht die Base richtig. Würde ich jetzt mal Die Base behaupten. ist sowieso immer wichtig. Ich kann Käse für 3 Franken kaufen, sag ich's mal so, ich kaufe in einem Coop und das hat irgend so eine Garantie-Scheiße, 3, 4 Schweizer Franken, aber dafür ist es wirklich nur Käse. Und der andere im Regal ist irgendwie streichzart und hast nicht gesehen, mit Kräuter. Aber wenn du mal hinten guckst, das Kräuteranteil ist irgendwie 1% und hat das Aroma von Kräuter drin. Ne? Also da packst du lieber gar nichts rein. Ja, da muss Also, immer aufpassen. Zum Beispiel auch bei mir, ich bin letztens reingefallen. Gin, was war's? Mate-Tee? Ginger Beer Edition. Da dachte ich mir, oh geil, Ingwer-Geschmack drin. nee. Da ist 1% Ingwer drin und 99% Zucker davon, einfach verdünnt, damit es nach Ingwer schmeckt. Dann denkst du dir auch, Digga. Der beste, den ich letztens gesehen habe, im Geschäft haben wir ganz viele Teesorten, ne? Mhm. Und der beste habe ich echt gesehen. Groß auf dem Bild Orangentee, ne? Ist ja Ja. mal okay.
Weißt du, was die Hauptzutat ist? Zucker. Apfel. Ja, weil Apfel die mit über irgendwie von den 60%. Aromen her Ja, die Apfel sind und verwandt irgendwo durch, glaube ich, eventuell, keine Ahnung. ja, wenn du Ich sie bin im ja nicht Labor so, kreuzt, dann kriegst du beides irgendwie so. ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall am Schluss, ne, Orange hat irgendwie 3 oder 4% drin und das steht groß drauf. Aber dass Äpfel und irgendwelche Haut, also Apfelhaut drin ist und bla bla bla, das steht wieder nirgends auf der Verpackung. Man, ja, ist ein bisschen Verpackungsschwindel, sage ich mal. Also, was heißt ein bisschen? Ist ein bisschen viel. Das Man ist muss zu irgendwie von viel, dem ja. wegkommen. Man muss. Ich persönlich würde eher wirklich günstige Waren kaufen, dafür hochwertig, als irgendwelchen Quatsch, den dann hoch angepriesen ist, aber die Hälfte davon eher nicht gut. Da bin ich eher der Meinung, man kauft. Oder das beste Beispiel ist, ich kaufe für Früchte zum Beispiel Mhm. Altglasäpfel. Ist mir doch scheißegal, wenn die nicht der Norm entsprechen mit der Form und der Oberfläche des Apfels oder was auch immer. Ist doch scheißegal. Das Finde ist ich so. jetzt persönlich. Aber ist halt nur die Hälfte des Preises oder nicht einmal. Ich meine, die Und so, Natur hat auch nicht gesagt, alles ist gleich rund. nö. Also, Also wenn jemand von euch da draußen mir zeigen kann, dass jeder Apfel von der Natur genau gleich rund ist, dann ja. das Einzige, was 1:1 eine Kopie ist die Banane. Aber nicht mal die. Also, die Gene sind gleich. Also, das ist wirklich das Dümmste daran. Wenn irgendwo auf der Welt eine Banane, sage ich mal, anfällig ist auf irgendein Virus oder Bakterium, dann könnte auf der anderen Seite der Welt genau das Gleiche passieren, weil die, glaube ich, genetisch sogar 1:1 die gleichen sind. Es sind eigentlich Kopien voneinander. Irgendwie war da, glaube ich, oder habe ich irgendwas aufgeschnappt, dass da mal was ist mit denen. Okay, Aber ja, das, ja. da weiß ich nicht. Weil irgendwie alle 5 bis 10 Jahre muss man wieder eine neue Sorte kreieren oder rausfinden oder erforschen, was auch immer, weil sie eben wieder Krankheiten und Co. haben und die man nicht eindämmen kann, weil da eben 1:1 immer der gleiche Kack ist. Naja, Ja, ich habe hier ein bisschen statischen Kack. übrigens 2 Kisten sind voll, ne? Nice. Holz. Ich denke mal, das reicht auch. Ich muss jetzt hier irgendwie. Was, das schauen. reicht? Ich habe noch ganz viel Holz vor mir hier, guck mal. Der Wal ist ja nicht fertig. Ja, aber ich muss jetzt hier wegen der Statik schauen. Das ist herausfordernd. Ja, das Dach fällt schon auseinander. Ich muss das Haus irgendwie statisch stabilisieren. Muss ich, beziehungsweise soll ich stärkeres Holz holen? Was wir machen können, oder du machen könntest, ist. Wo fällt das Haus auseinander? Ja, schau mal hier. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier das hier platziere, den da und den da, dann passiert Ja, ist immer noch Folgendes. grün. Jetzt ist er rot. Ja, Und was passiert? Ist er grün. Orange. aber du siehst, die fallen auseinander mit der Zeit. Deshalb weil dürfen nicht mehr als 5 Blöcke von Boden getrennt sein, weil sonst Platsch. Deshalb habe ich hier, siehst du mit dem Kernholz, habe ich da so ein Konstrukt mal hingeplattert. Kann man das auch mit normalem Holz machen? Nee, das normale Holz geht nur 2 Meter, das Kernholz geht 4 Meter. Ah. Deshalb wollte ich das haben. Brauchst du noch mehr solcher Kernholzgedönse? Ja, das wäre nicht schlecht, weil ich habe das Gefühl, dass wir für diese Größe vom Haus statisch gesehen noch ein paar kleine oder große Herausforderungen haben werden. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt das alles hinmachen soll. Auch das geht gut. Und weißt du, was auch gut geht? Die Folge, dann ist zu Ende. Ja. Mal wieder. Das ist echt schnell gut. Man hat auch ein bisschen Themen und man quatscht auch immer über die Welt und Co. Mehrheitlich ich, aber egal. Nee, ich quatsche auch, aber ich bin concentrated gerade. Aber nichtsdestotrotz, bis zum nächsten Mal. Haut rein.
Tschüss.